zusammen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie die meisten schon unten in der Videobeschreibung sicher gesehen haben, handelt es sich bei diesem Video um ein Real Talk. Es tut mir leid, dass es nicht ein FIFA-Video ist, wie gemäß Uploadplan, aber zu diesem Punkt werde ich noch kommen, denn um das geht es bei diesem Real Talk. Ich möchte über den Channel reden, über die Zukunft etc. Ja, einfach so ein paar Punkte erwähnen. Wird vielleicht vom Schnitt her auch ein bisschen komisch wirken, was wir noch nicht gesehen haben. Trotzdem hoffe ich, es wird euch gefallen. Ihr lasst einen Daumen nach oben da und sind aktiv mit Kommentaren. Erster Punkt, es geht um den Channelnamen. Viele werden sich natürlich fragen, wie spricht man den aus? Wie hat sich der Name entwickelt? Ich habe lange nach einem Namen gesucht und habe dann gefunden, eigentlich mache ich ja Videos zum Unterhalten. Und auf Englisch ausgesprochen kann man das so sagen, Videos for your entertainment, also Videos für eure Unterhaltung. Sehr mal kurz ergibt sich mein Name. Wie spricht sich der aus? Es gibt viele mögliche Varianten. Ich habe mich dazu entschieden, zum wie folgt auszusprechen, und zwar wie bei. Genau, wie bei wird der Channel-Name jetzt ausgesprochen. So finde ich, tönt er am coolsten und so will ich genannt werden. Und nicht anders. Der nächste Punkt ist Livestream. Ich habe vor, mehr Livestream zu machen. Es ist aber jedoch verdammt schwer, irgendwelche Zeitpunkte zu finden, um das zu machen. Irgendein fixer Tag ist nicht möglich. Absolut nicht möglich. Würde ich gerne so haben, aber kann ich nicht machen, weil ich nebenbei zu 100% noch arbeiten tue. Und dann unmöglich, um das zu handeln. Wenn ich Livestreams mache, findet natürlich ein entsprechendes Infovideo hier auf YouTube oder auf meinen Social Media Kanälen, wo natürlich alle Links unten in der Videobeschreibung finden. Also folgen mir dort, weil dann verpassen wir wirklich nicht, wenn ich einmal sollte einen Livestream starten. Der nächste Punkt befasst sich um die Zukunft von dem Channel. Da gibt es mehrere Unterpunkte. Der erste Punkt, den ich ansprechen will, ist die Far Cry Primal Let's Play Serie, denn die gibt es nicht mehr. Am Montag ist die letzte Folge rausgekommen. Wenn du es noch nicht siehst, findest du natürlich einen Link hier dazu unten in der Videobeschreibung. Hammergeiles Ende, finde ich. Absolut hammergeiles Game auch gewesen. Jetzt ist es, wie gesagt, vorbei. Somit gibt es Sendezeit, wenn man dem so sagen will, für neue Games. Ich habe echt keine Ahnung, was für das Game ihr gesehen habt. Darum schreibt doch unten in den Kommentaren eure Game-Wünsche rein. Konsole soll es einfach sein, welche ist egal, da ich alle drei, also PS4, Xbox One und Wii U, da vor mir rumliegen haben. Also sind kreativ oder lasst einfach alles raus, wo ihr denkt, hey, das wäre geil, unten in den Kommentaren. Jetzt los, danke. Dazu gibt es einen Punkt, wo man natürlich berücksichtigen soll, und zwar der Zeitaufwand. Ich will ja täglich Videos aufladen, beziehungsweise Montag bis Samstag immer so. Oder ab der 5 Uhr will ich eigentlich ein Video raushauen, und der Zeitaufwand für das Video ist nicht sehr gering, sondern eher hoch. Denn ich will ja nicht irgendwelche Scheiß-Videos raushauen, sondern gute Videos, auch in guter Bildqualität. Bisher bin ich sehr zufrieden mit meinen Videos. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, natürlich unten in die Kommentarbox hineinschreiben. Vielleicht ein kurzes Beispiel wegen dem Zeitaufwand. Gestern habe ich ein WWE-Video rausgehauen. Spielzeit, also Laufzeit um die 13 Minuten herum. Arbeitsaufwand um die 4 Stunden. Da ich gestern erst um 8:30 daheim war, habe ich ziemlich spät ins Bett. Genau so wie der so und alles drumherum etc. Video bla 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 bla, bin ich am Morgen um 2 ins Bett gekommen. Einfach so als Info. Es ist keine Beschwerde, überhaupt nicht. Ich mache das ja, ich will das ja machen. Also ich mache es ja gern. Wenn ich es nicht wählen machen würde, hätte ich gesagt, lecker mir, hey, ich gehe jetzt pennen. Nein, ich habe es schon wählen machen und ich mache es auch gern. Einfach nur das Beispiel, also Zeitaufwand angeht für so Videos. Ein Punkt, der natürlich auch in das Ganze mit reinkommt, im Zeitaufwand, ist die Zusammenarbeit mit anderen YouTubers. Denn da muss man zuerst Zeit finden, wo es beiden geht und man die anderen Videos gleich noch rechtzeitig auch machen kann, um sie aufzuladen. Das ist ein riesiges Zeitmanagement, das hier entsteht. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was ich am liebsten mache, mit anderen YouTubers Videos zu kreieren für euch. Ich finde es einfach am geilsten zum Machen und auch am coolsten selber zum Schauen, so,
Collabs, die es gibt. Wir haben ja auch schon mit den Super Swiss Bros etwas zusammen gemacht und werden noch mehr mit ihnen zusammen machen. Nächstes Video kommt gerade morgen am 6 Uhr raus, wo ich mit dem Rob gemacht habe. Wenn ihr die Super Swiss Bros noch nicht kennt, findet ihr ihren Link zum Kanal in der Videobeschreibung. Also checken Sie ab, schauen Ihre Videos an, wenn es euch gefällt, abonnieren Sie und grüßen Sie doch herzlich von mir. Ebenfalls wird es auch noch ein Video geben mit Martin zusammen, beziehungsweise mit Martin und der Swiss Bros zusammen. Also ein Vierer-Dreier-Collab, also ja, coole Sache. Ich freue mich schon drauf, um das zu machen. Wenn ihr den Martin noch nicht kennt, auch da natürlich Link unten in der Videobeschreibung. Ebenfalls Videos anschauen, wenn es euch gefällt, abonnieren und herzliche Grüße von mir da lassen. Gerne würde ich natürlich auch noch mit anderen Schweizer YouTubers etwas zusammen machen. Nur eben wegen ich muss einfach nochmal erwähnen, wegen dem Zeitaufwand, den es gibt, fällt mir Zeit, um da zu schauen, wer wie wo was. Wenn ihr andere Schweizer YouTubers kennt und findet, hey, mit dem solltest du etwas zusammen machen, schreibt doch unten in den Kommentaren, welcher Schweizer YouTuber ich mir anschauen soll. Vielleicht noch einen Link zu seinem Kanal her. Wäre geil. Oder wenn du selber ein YouTuber bist, dann schreib mir doch an, entweder mit einem Kommentar oder in der Kanalinfo findest du einen Link zu meiner E-Mail. Einfach anschreiben und dann können wir das mal zusammen miteinander anschauen. Vlogs gibt es natürlich noch. Am Dienstag ist ja mein erster Vlog erschienen und der haut komplett durch die Decke durch. Ich vermute, es geht hier einfach wegen dem Thema Autos und das ist halt ein riesiges Thema, das extrem beliebt ist. Nichtsdestotrotz wird es auch noch andere Vlogs geben von mir. Unregelmäßig, es gibt keinen fixen Plan, weil ich weiß nicht, wenn was ansteht, wo ich die Kamera mitnehme, aber es wird sicher mehr Vlogs geben. Was halten ihr von den Vlogs auf meinem Kanal? Schreibt euch das auch unten in die Kommentare rein. Eure Meinung nimmt mich da extrem wunder. Vielleicht habt ihr auch geile Vorschläge, was man so für Vlogs machen könnte. Und ich lese mir wirklich alles durch und in eure Vorschläge zu Herzen. Je nachdem kann ich so Sachen ja mit einbauen für meine Videos. Jetzt kommt der allerwichtigste Punkt überhaupt. Ich kann nicht am Anfang bringen, sondern wirklich am Schluss, um zu schauen, wer sich das Ganze wirklich bis zum Ende reinzieht. Und zwar geht es jetzt um euch. Danke. Ihr seid die Geilsten. Danke vielmals für euren Support. Ich finde das Sammeln, wie ihr mich unterstützt. Ich hoffe, wir können noch viel mehr Zeit miteinander hier auf YouTube erleben. Und vielleicht trifft man sich auch mal irgendwo per Zufall einfach Ausschau halten nach dem Face da. Dann, ich bin nicht zu übersehen mit meiner Körperfülle und mit meiner Frisur und Bart und Tätowierungen und so. Also wenn man mich auf der Straße sieht, ich denke, ist nicht schwer zu mich übersehen. Daumen für euch nach oben und ich hoffe, ihr lasst auch einen Daumen nach oben für das Video, denn jetzt bin ich wirklich am Ende angekommen. Danke nochmal fürs Einschalten, fürs Aushalten von meinem Gelabere. Jetzt habe ich zum 100.000. Mal das Wort jetzt sicher gesagt. Darum beende ich das, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao. Das ist ja so eine Sache für mich, aber ich versuche es hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier einen Aufgabegriff habe. Ob ist das einer? Nein, das ist keine.